Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Arm aufpelzig. Jetzt gucken wir uns erstmal hier in der Taverne um. Sanik, das war der Mann, an dem wir uns wenden sollten. Ein Kapitän Bob Holmes ist hier auch noch unterwegs. Reden wir doch mal mit dem. Die Meere sind rau zu dieser Fleisch und Grog, Kneipe wert. Ihr seid doch keine Söldner, oder? Okay. Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Na, da haben wir leider auch nichts parat. Also Händler haben wir hier leider nirgends. Pirat Scotty. Hilda! Ho, unser Mat, der hat schwer geladen. Ho, unser Mat, der hat schwer geladen. Ho, unser Mat, der hat schwer geladen. Morgens in der Frühe. Hilda! Was ist das für einer? Piraten-Jimmy. Bin platt wie ne Flunder und wie ne Forelle so blau. Ich schreib's noch rum, ist ja so flau. Aber ich stesse nicht die alle. Sie noch nicht mehr zurück, ihr Fleischscholle. Okay, Piraten-Paule. Ein kurzes Stoßgebet Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal. Hoch, hoch. Und das Ganze nochmal mit O. Ach du liebe Zeit. Pirat Dan. Ahoi, Kamerad, schnappt euch einen Stuhl und trinkt mit mir. Wir sind alles Matrosen von der verdammten Maria auf Landurlaub und machen gerade einen kleinen Lebertest. Die verdammte Maria? Ja, ein feines Schiff, die macht schon ein paar Knoten. War noch nie besser in Schuss als heutzutage, könnt ihr mir glauben. Wir werden sogar mit Balduran persönlich aufnehmen, wenn er noch hier wäre, um die Herausforderung anzunehmen. Sie ist früher gehende Maria, aber das hat unseren Opfern irgendwie keine Angst angejagt. Wir sehen uns in der Ausnüchterungszelle. Okay. Ach, bla bla bla. Ach, Gott, sind das Idioten. Okay, dann retten wir doch mal mit dem Typ. Weil die anderen hin und nichts zur Sache. Zum Gruß, ich bin Sanik. Ihr müsst neu sein, hübscher Brünler. Mit wem habe ich's Vergnügen? Mir wurde gesagt, dass ihr mir vielleicht ein paar Infos geben könnt, die ich brauche. Das hängt davor ab, was ihr wissen wollt. Ich bin nur ein einfacher Händler und Kaufmann. Okay. Ich möchte gern ins Heim gelangen. Ich habe Gründe zu glauben, dass ein Freund von mir durch Festkalte wird. Die Zauberfechter. Ich versorge sie mit Grundbedarf wie Lebensmittel und Zauberzutaten. Irgendeine Art Magie ist für den Ort geplant. Die Aufträge haben sich in letzter Zeit vervielfacht. Wie komme ich dann durch Reihe? Vielleicht, wenn es irgendwie nötig ist. Ich muss mir um kaum etwas Sorgen machen, denn ich werde die Stadt sehr bald verlassen. Vor was flieht ihr? Fliehe ist vielleicht nicht das richtige Wort, das ich erwählen würde, auch wenn es möglicherweise zutrifft. Es gibt ein Missverständnis mit dem Gildemeisterin hier im Ort. Meine neue Frau und ich werden ausgedehnt die Geschäftsreise gehen, bis sich die Dinge gelegt haben. Was in aller Welt? Ist jemand durch hinter mir? Ja? Was für ein Hindernis ist denn das? Wer seid ihr? Hallo Sanik, die Fürstin Galvena lässt euch grüßen. Sie mag's nämlich gar nicht, dass man sich ihr widersetzt. Ja, das Mädel ist frei und ihr habt keinen Anspruch auf sie, lassen uns in Ruhe. Frei? Wohl kaum. Die Fürstin wird den Diebstahl von ihrem Besitzer nicht dulden. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich spreche nicht von meiner Claire, als wäre sie ein Gegenstand. Sie ist nicht länger Galvenas Sklavin, ich liebe sie und sie unterliegt eurem gemeinen Zugriff, Nimi. Romantiker? Vielleicht kommt euer Tod von einem Bade zugute. Vielleicht kommt eurem toten Bade zugute. Und was euch ja geht, ihr Freunde von Galvenas Feinde seid ihr auch ihr Feinde. Sterbt ihr Narrer. Na gut, da leckt sich der richtige Meuchelmörder, du gerade mit dem richtigen Meuchelmörder an. Das ging nur ziemlich fix. Bei unbelest Brustwarz, was glauben Galvenador, wer sie ist? Meuchelmörder im vulgären Aff, hochnäsiges Weibstück. Wir hatten fast die Informationen, die wir brauchen. Hätte der Meuchelmörder 10 Sekunden gewartet, wären wir eine Sorge los gewesen. Was wisst ihr über den Tod dieses Mannes? Was geht denn euch das an? Hab doch gerade die Wersch getroffen. Ich brauche Informationen, die nur er mir hätte sagen können. Sag mal, was ihr wisst. Ja, wenn ihr vor der Dame klar macht, dass ihr ihr Geschäfte aus meiner Taverne heraushalten sollt, dann sage ich euch gern, was ihr wissen wollt. Der Meuchelmörder hier wird von der Fürstin Galvena geschickt, der Herrin von der hiesischen Kurtisane-Gilde. Ihr versteht sicher, wie so ein Unternehmen in einer Hafenstadt voller Seeleute Reichtum und Macht einbringen kann. Ziemlich offensichtlich. Was an Streit hat sie damit Sunny gehabt?
Ach, der Depp hat sich in Claire verliebt, ins von Galvenas Mädler und die sich in ihn. Er hat sie aus dem Gildehaus genommen und hat erklärt, dass sie sei Frau wäre. Galvena ist Rüdi war. Die betrachtet ihr Kurtisan als ihr Eigentum. Die beschuldigt Zanik vom Diebstahl und er beschimpft sie in der Öffentlichkeit. Die ganze Stadt weiß davor. Das war dann Galvenas Antwort. Ich befürchte, dass das Mädel Claire in dem Moment ebenfalls leiden muss. Ja, und wie hätte ich so einen Streik kommen können ins Heim? Wenn ihr sicher seid, dass noch Zanik das gewusst hat, dann hat das vielleicht seine junge Braut erzählt, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ihr die Frage kennt. Wo können sie hier gebracht haben? Die Gilde hat am Westrand von Brynlaw Haus. Gut zahlende Kunde könnten ihr Transaktionen in dem Schlafzimmer im Gildehaus erledigen. Ich vermute, Galvena hat das Mädel bereits hier gebracht, um es zu bestrafen. Okay, wie kann ich da reinkommen? Wir können reingehen, wie das jeder macht, als zahlender Kunde. Galvena hat sowohl männliche als auch weibliche Kurtisane, für jeden Geschmacksrichtiger. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir gut trainierte Wache umbringen. Ich hab auch gehört, dass sich Galvena einen Magier als Schoßhund hält. Beide Methoden sind meiner Meinung nach auch Wahnsinn. Gut, dann danke für die Hilfe. Ich werde mich dem Problem hier annehmen. Edwin steht gerade auf dem Meuchelmörder drauf. Der hat nur Schampel anscheinend. Ja, ein Kurzbogen plus Ends. Können wir irgendwann verkaufen, den Scheiß. N, normaler Heiltrank. Edwin hat voll. Sie hat keinen Platz mehr für sowas. Er hat keinen Platz mehr. Corgi hat Full House. Na gut, dann geht es an Edwin. Und dann gucken wir noch, was der... Ne, der hat überhaupt nichts bei sich. Alle hopp. Dann wissen wir ja Bescheid. Wir schlachten uns durchs Freudenhaus, würde ich sagen. Also dann. Gehen wir nochmal gerade hier. Lady Galvenas Freudenhaus. Ich kümmere mich drum. Da soll man hingehen. Und da wird es eventuell was geben, was uns helfen kann. Wir haben zwar schon eigentlich einen Stäbe, womit wir eigentlich locker in die Zauberfeste kämen. Aber ich will halt hier auch nochmal so viel Unruhe wie möglich stiften. Von daher, das muss jetzt sein. Das muss jetzt einfach sein. Jetzt können wir auf jeden Fall reingehen. Und zu meiner Ehre-Rettung retten wir mal mit dem Mädel. Ne, Kurtisano scheint beschäftigt zu sein. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Womit kann ich dienen? Hallo, mein Fürst. Willkommen in Lady Galvenas Salon. Womit kann ich dienen? Was ist das für ein Etablissement? Es ist ein Palais der romantischen Genüsse. Das Allerfeinste eine ganze Schwertkünste. Weil die Liebesdienerin in Lady Galvenas Salon weisen niemand ab. Ja, da würde ich gern mitmachen. Aber gern. Direkt hinter der von unserem noblen Etablissement, wenn ihr Auswahl an Kurtisane findet, wie es eine ganze Welt sonst nicht gibt. Gegen geringe Gebühr werden sie sich um euch kümmern. Naja, geringe Gebühr, dann können die ja nicht so gut sein. Ich gucke mich auf jeden Fall mal hier gründlich um. Hier gibt es offensichtlich sonst nichts. Aufmachen muss ich auch noch selber. Womit kann ich dienen? Wahre Diebe versuchen sich Eintritt zu verschaffen. Tötet sie. Hallo, Strohmann, geht's noch? Wir wollten... Du sowieso rein, der hat uns gebetet, du reinzugehen. Dummer Hund. Machen wir zuerst den blöden Strohmann kaputt, weil Verräter mag niemand. Blöder Strohmann. 500 Erfahrungspunkte bringt er nur, der Hansel. Und die Wärter bringen wenigstens 4000. Dann heil doch mal bitte unseren guten Edwin, sei so gut. Ja. Und die hat noch einen Schlüssel bei sich. Okay. Gildenschlüssel. Das ist der Schlüssel zu den unteren Ebenen von Lady Galvenas Freudenhaus. Der Gilde der Kurtisanen. Gut, nur platte Panzer und eine helle Barte. Ich hoffe, das bringt was. Das ist ja ziemlich gammelig. Oh, nett sieht's hier aus. Sieht so aus wie im Vierkrag-Dungeon mit der Historiker, mit der Angebliche. Gehen wir mal hier in das Heiselrei. Da ist eine kleine Wohnung mit einem Bett. Schön gemacht. Hier sieht's aus wie im obersten Stockwerk von Galen Bales Haus. Gucken wir mal, ob wir das auch so vermint hier vorfinden. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ne, da ist auch leider nichts drin, was wir gebrauchen könnten. Okay. Dann geht's wohl weiter. Hier haben wir noch was. Okay, da kommt noch ein Wächter auf uns zugewatschelt. Um den kümmern wir uns gleich.
Ich denke, gegen die Gegner kann Abdel Adrian jetzt auch wieder die göttliche Rage plus 3 benutzen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. 5000 bringt der und er hat eine. Los, sag's, was es ist, du Sau. Es ist eine Hellebarde plus 1 dürfte das sein, ne? Ah, und sogar eine Hellebarde plus 2. Hui, nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall dann teuer verticken. Dafür habe ich jetzt extra identifizieren verschwendet. Egal. Ellie. Wie seid ihr hier reingekommen? Wache! Hilfe! Okay, also die schnetzel ich jetzt auch nicht ab. So brutal bin ich jetzt auch nicht. Und hier drin gibt es auch wirklich nichts für mich. Okay. Du ist tatsächlich nada niente. Und Sagt, was ihr von mir wollt. was zur Hölle machen ihr hier? Hauptmann Rerdes? Eidringlinge. Hallo, Hauptmann Rerdes. Zuerst auf den würde ich sagen. Gut, der müsste auch gleich kaputt sein. 7500 bringt er. Also ich denke, das sind wahrscheinlich alles so Krieger auf Stufe 14 oder so. Was anderes wird es nicht sein. Ein stinknormaler Morgenstern und ein kleines Schild. Okay. Warum auch nicht? Oh, hier sieht es aber echt gut aus. Zum Whirlpool noch Share-Ei-Gericht. Und hier Hämmer. Haben wir hier nichts, was wir knacken oder plündern können? Ah, nur hier ein Schrank. Gucke ich mal genau an. Ansonsten, nö, scheint hier tatsächlich nichts zu sein. Und hier haben wir noch einen Galvenas Schlüssel. Das ist Lady Galvenas persönlicher Nachschlüssel für das Freudenhaus. Mit Hilfe des Schlüssels kann man auch das Gefängnis betreten. Mhm, nicht schlecht. Wissen wir auf jeden Fall durch schon mal Bescheid. Und können hier rein. Zack und zack. Und jetzt sind wir im Gefängnis. Wer hätte es gedacht? Okay, da haben wir 3 Goldstücke. Und ich würde aber sagen, du speicher mal. Das sieht genauso aus wie ein Handelstreff im Gefängnis. Okay, da ist schon mal niemand. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Aber wir wollen ja hier attackieren. Hier ist Lady Galvena, hier ist hier ein Magierschoßhund und hier die arme Claire. Das arme Magdalene. Wir könnten Lady Galvena jetzt aus dem Hinterhalt selber meucheln. Probieren wir es doch mal. Sehr schön, 110 Schadenspunkte hätte es gebraucht. Sagen die anderen noch irgendwas dazu? Ja, dann ist wohl scheißegal, okay. Gut. Wisst was? Ich will ja eigentlich auch, dass dieser Dialog hier nochmal startet, damit wir halt auch ein bisschen Geschichte haben. Deswegen machen wir das ein bisschen anders. Ich hoffe, das bringt was. Wir gehen hier rein, machen das und probieren den Magier zu meucheln. Auch wenn ich das nicht hinkriege, weil ich nicht hinter den gehen kann. Das wird etwas schwieriger, trotz allem probieren wir es einfach mal. Deine Zeit ist abgelaufen, Ich habe Freundchen. keine Lust, mit jemandem wie euch zu reden. 50 Schadenspunkte. Und daher seid ihr zum Tod verurteilt, Claire. Bitte, ich habe euch über Jahre hinweg gedient. Warum könnt ihr mich nicht einfach gehen lassen? Ruhe. Die Bestrafung ist schwer und umgehend auszuführen. Ich werde an euch, genau wie eurem Ehemann, sonnige Exempel statuieren. Ich denke, dass Galvena mir ein Gast. Also, wer seid ihr, fremder Mann? Warum treiben sich meine nutzlose Wache? Wo treiben sich meine nutzlose Wache herum? Sie sind indisponiert. Ich muss mit dem Mädel Claire sprechen. Erlaubt's mir und ich lasse euch am Leben. Das Mädel wird bald sterben und ist sowieso mein Eigentum. Ihr habt keine Ansprüche auf sie. Leute sind kein Eigentum. Wir haben ja auch schon in der Kupferkrone gesagt, keine Sklaverei. Lasst zur Freiheit, ihr werdet man sonst so schwere kriegen. Wie frech. Wartek, was halten ihr davor? Arroganz ist ein weit verbreiteter Wesenszug bei dem Abenteurer Xox. Gut gesagt, ich würde sagen, dass eine Lektion in Sache Bescheidenheit angebracht wäre. Wartek, beginnt mit eurer Lektion. Mit Vergnügen. Sagt mir, Alle Hopf, dann killen wir zuerst den Zauberer. Latanda, rette mich! Dann killen wir zuerst den Zauberer. Der ist auch ziemlich schnell erledigt. Der bringt nur gammliche, also der bringt, oh, doch nicht gammlich, er bringt 8000 Erfahrungspunkte. Ist fast so gut wie ein junger Vampir.
So, alle hier drauf. Die Lady Galvena. Da haben wir die Puffmutter auch noch abgemurkst. Und erstmal hier die... Kann mal einer bitte die Ich warte, der ich zumachen? kümmere mich drum. Wir kommen nämlich nicht so an der ihren Krustra. Okay, da ist noch Zeug. Aber ich glaube, die Schlüssel brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Kampfstab plus 2. Und jetzt machen wir einer hier der verdammte der zu. Scheiße. Na toll, die Kuh steht natürlich auf irgendwas, wo man nicht kommen. Okay. Also der Kampf ist sowieso ziemlich easy peasy, deswegen würde ich sagen, wir haben es jetzt alle mitgekriegt, wie es hoffe, das bringt abgeht. was. Wir müssen die Olle... Ich werde unbemerkt zuschlagen. Wir müssen die Olle wegbringen. Und weglocken hier. Und Abdel Adrian murkst doch jetzt bitte nochmal den hier ab. Ja, Anna kommt auch mal hinterher. wenigstens Keine gut Lust bezahlt. Bla mehr, bla wie bla euch zu bla reden. bla bla. Ich will, dass ich mit euch spreche. Kein Eigentum. Und jetzt schlachten wir mal die hier ab. Lil Alon. So, jetzt bitte auf den Zauberer drauf. Was wollt Und er sollte mal bitte Lady Galvena da weglocken. Gut, der Zauberer ist tot. Ihr Geräusche, wenn sie Schade macht, ist aber auch nicht schlecht. Dieses Wuh. Okay, dann würde ich sagen, das geht jetzt erstmal an Edwin. Eventuell brauchen wir sie doch noch. Nur mal die Meinung geändert. Gut, sie hat eine Lederrüstung plus 3 und einen Streitkolben plus 2 ist das, glaube ich. Hat man Edwin Gever. Lederrüstung kann er identifizieren, okay. Dann macht das halt Abdel Adrian. Lederpanzer plus 3, den können wir teuer verticken. Und das ist ein Flegel plus 2, genau. So, okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann retten wir mal mit dem armen Mädel. Die scheint so beschäftigt zu sein. Aller Hopp. Ist schon geschehen. So ist das also. Ich Manometer. Dann speichern wir das Ganze halt noch einmal und laden es noch einmal, damit das Mädel nochmal mit mir spricht. Müssen wir halt also mal Trick 17 anwenden. So. Ja, ich hoffe, das Ach, bringt die was. ist generell Wort. Ah, nee, da ist er. Hallo, Leute. Oh, vielen Dank, sie hätte mich fast umgebracht. Hat Janik euch geschickt, ich muss einen finden. Ich muss mich kurz fassen. Sonic ist von einem Galvenas gedungenen Mörder umgebracht worden, kurz bevor er mir mitteilen konnte, wie man Zugang zum Heim kriegt. Umgebracht? Oh, nee. Nee, warum hat sie das gemacht? Entschuldigen. Ich habe schon die Vermutung gehabt, dass er ihn umgebracht haben könnte. Aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Er wollte mich rausbringen aus all dem hier. Aber jetzt... Ja, Ich frage nach wie vor das zweite. Sonic hat die Zauberfeste fast so arg und hat ihr Geheimnisse gekönnt, aber ich habe Angst gehabt. Ich weiß nichts über die gruselige Zauberer und will auch gar nichts über die wissen. Ach, verdammt nochmal, wer weiß es dann sonst? Ja, vielleicht der Kapitän von Sonics Handelsschiff. Er ist Gollin, ein rechtschaffener Mann und könnte mich von hier wegbringen, jetzt wo der Sonic tot ist. Ja, wo ist der? Er ist in der Nähe von den Docks. Ich werde euch zu ihm bringen. Komm. Sehr schön, dann müssen wir wenigstens durch das Gebampels nämlich durchlaufen. Hallo, Leute. Kapitän Gollin, seid ihr das? Claire? Mir haben überall noch recht gesucht, seit Sonic umgebracht wurde. Seid ihr gesund? Wen habt ihr doch mitgebracht? Mir geht's wieder besser. Galvena hätte mich fast umgebracht, um an mir Exempel für die anderen Mädels zu statuieren. Der Mann hat mich gerettet. Dann stehen wir in seiner Schuld. Ja, Dankeschön, dass ihr Claire gerettet habt. Gibt's irgendetwas, was wir als Gegenleistung tun könnten, wenn Sonic noch lebendig wäre, würde er sein Leben abbieten? Für die Rettung von dem Mädel wäre Belohnung auch nicht schlecht. Sie hat vielleicht nicht ihr Liebste, aber sie hat ihr Freiheit und ich finde, das ist doch auch was wert, oder? Aber gewiss, bitte nehmt das Gold, das ist alles, was ich hab, aber ich geb's euch gern. Wie kommen wir ins Heimreih? Oh, 22, das ist etwas popelig für ihr Leber. In die Zauberfeste? Tja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ihr überhaupt dorthin wollt. Die Leute, die dort reingehen, die kommen normalerweise nie wieder raus. Aber wie ich sehe, seid ihr fest entschlossen. Dann werde ich euch also sagen, was ich weiß. Obwohl das wohl kaum von Nutze sein wird.
Es gehen nur zwei Art von Leute rein. Verhüllte Magier und verwirrte Leute, deren Verstand schon, naja, besonders geartet ist. Erzählen wir was über die verhüllte Magier. Ja, hier gibt es einen einzigsten Repräsentant von denen und der hat die strenge Disziplin schon längst aufgehört. Der Ort passt nicht so dazu. Das ist der Perth, ja, den haben wir schon. Ja, was ist, wenn ich als verwirrt eingestuft werde, wie geschieht das? Ja, auf dem Festland müsste man höllisch magische Störung verursachen. Und wenn man die Vergeltungsmaßnahme von einem verhüllten Magier überlebt, wird man vielleicht hierher geschickt. Hier auf der Insel selbst geht es anders zu. Wir kümmern uns nicht um die Magie. Der Descharik benutzt die Zauberfeste für andere Zwecke, wirft seine Feinde rein, manchmal auch die Freunde. Außer der Urur-Stiftern beherbergt Heim 8 Zauberer und andere mit akute mentale Störungen. Die könnten ziemlich gefährlich sein und es ist gut, dass sie eingesperrt sind. Ein bisschen zu viel Salzwasser kann der Verstand schon triebe und es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand geistig nachlässt. Der Scharik ist derjenige, der über die Einweisung entscheidet. Erweisen euch als verstört, dann schickt euch der Scharik vielleicht rein. Aber es wird kein angenehmer Ausflug. Sein Wohnsitz liegt ein gutes Stückel westlich von hier. Großes Gebäude, was sich an die Berge schmiegt. Sagt ein Türsteher, ich hätte euch geschickt. Alles klar, danke. In Ordnung, ich weiß immer noch nicht, warum ihr dort rein wollt. Ich habe noch mehr Schreie von dort gehört als sonst üblich. Aber danke für die Hilfe. Okay. Das ist der Piratenfürst, zu dem können wir jetzt eigentlich auch mal hochlatschen. Da können wir hier die Treppe hochgehen. Und ich will mich jetzt zwar nicht einweisen lassen, aber ich mag eigentlich bei ihm so ein bisschen plündern gehen, wenn das möglich ist. So. Dann würde ich das eigentlich ganz gern speichern. Und schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. So. Tadam. Tadam. Sagt, was ihr von mir wollt. Ja, Captain Gollin hat mich empfohlen. Also gute Empfehlung. Wir müssen ihn verdammt beeindruckt oder gut geschmiert haben. Hallo, ihr könnt rein, aber machen bloß keinen Ärger, sonst seid ihr gleich wieder draußen. Sagt mir, was ist schon Gut, dann gehen wir doch rein. Und das ist der gute Descharik. Ich warte, ich bin dabei. Nichtsdestotrotz will ich mich natürlich in seinem Zuhause umgucken. Da ist was. So. Im Wandgemälde versteckt. Ah, das Zeug können wir doch gut gebrauchen. Konzentrierter Heiltrank nehme ich doch liebend gern. Und so ein schnieke Bogen, Langbogen plus 2, den nehme ich auch doch ganz gern. Den können wir auf jeden Fall nochmal an Anomen geben, der hat ja nicht so viel. Und da gucken wir mal, was es hier noch gibt. Weil Händler habe ich bisher noch nicht gesehen. Noch ein konzentrierter Heiltrank nehmen wir auf jeden Fall auch gern. Aber ich mag mich eigentlich echt nicht einweisen lassen, das ist etwas doof. Ich mag lieber nochmal die Gegner um die Zauberfeste abmurksen. Ich wollte jetzt hier eigentlich auch nur rein, weil man hier halt auch nochmal plündern kann. Gut, dann haben wir noch eine leichte Armbrust plus 1. Und Corgi kriegt noch die Tränke. Hoppla, so rum. Anomen kriegt auch noch einer, weil er so brav war gegen die Vampire. Die leichte Armbrust, die brauchen wir eigentlich nicht. Das ist Quatsch. So viel bringt die jetzt auch nicht. Und hinter der Tür ist ein schattiger, staubiger Wandschrank, in dem nichts von Interesse zu finden ist. Aller Hopp. Aber das ist ein extra Tagebucheintrag, gell? Einlass in das Heim. Okay, das hat sich erledigt, sobald wir dann im Heim drin sind. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt schon mal zu ihr hier, zu Sima. Und lassen uns bei ihr nochmal, oder geben nochmal bei ihr Bescheid, dass wir eben die Mittel haben und dass wir reinkommen können. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Das wird noch ganz urig. Da kommt er schon arg gejumpt, unseren Running Dwarf. Und dieses größere Unbehagen ist jetzt auch endlich Gott sei Dank vorbei. Huch, wer ist denn in den Kampf verwickelt? Offensichtlich niemand. Na gut, dann rede ich jetzt mal mit ihr. Ein wunderschöner Tag. Wie kommt ihr mit der Suche immer voran, ihr auch Abdel Adrian? Habt ihr Mittel und Wege gefunden, ins Gebäude zu kommen? Ich habe einen Schutzstell, der mir die Tore öffnen wird. Dann also weiter. Ich werde versuchen, Aran eine Nachricht zukommen zu lassen, was geschehen ist. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen Hilfe gebrauchen, wo der Weg frei ist. Sagt mir, was Ja, zu tun ist. die denkt natürlich auch wieder nur an ihr Schattendiebe und an ihr Ferz, die sie dort treiben kann. Warte mal, da müsste ich doch durchkommen, ne? Ich hoffe, das bringt was. Das müsste doch... Moment. Ja, da komme ich hier. So, hier geht's zur Zauberfeste. Und jetzt kommt noch eine kleine Sequenz.
Ja, es sieht schon ein bisschen wie ein vergammeltes Hogwarts für Arme aus, muss man dazu sagen. Dann können wir jetzt hier auch nochmal speichern, weil im Piratefürst habe ich ja nichts gemacht. Ich kümmere mich Und drum. er hatte Schutzstäbe. Gehen wir mal rüber. Und hier passiert nichts. Hier kommen wir alle heil rüber. Oh, ein giftiger Nebel und vampirischer Nebel ist da noch mit dabei. Na, aller Hopf. Dann sollte Abdel Adrian vielleicht doch eher nochmal das Ding nehmen. Na toll, Lebenskraftentzug ist auch noch gewirkt worden auf ihn. Die dumm. Giftige Nebel sollten wir auch noch ausmerzen. Und das dappige Ding hier auch noch. Freundchen. Gut. Dann, Vicky, heil doch mal deinen Freund. Mit geringerer Genesung. Gerade mal gucken. Ah, er ist auf Stufe 16 runtergerutscht. Jetzt ist er wieder Stufe 18. Perfekt. Sag mir, was ist schon geschehen? Wunderbar. Dann gucken wir uns doch nochmal hier kräftig um. Und betreten die Zauberfeste aber erst morgen. Ich würde sagen, umgucken können wir uns hier im Außengebiet immer noch. Aber später gehen wir dann auf jeden Fall... weiter gehen wir auf jeden Fall nicht. Das machen wir dann erst morgen, wo wir in die Festung reingehen. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Also es sieht auch schon ziemlich vernachlässigt aus hier, muss man sagen. Das sieht nicht so aus, als ob das hier wirklich groß gepflegt wird. Ups. Schattenscheusal, Todesalb, Schatten, Todesalb, Schatten. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Na toll. Natürlich genau der, den ich überhaupt nicht wollte, dass er verletzt, dass er Lebenskraftentzug abkriegt. Oh, na toll. Das heißt, da muss man neue Zauber wieder einprägen. Abdel Adrian attackiert das Mistvieh. Meine Fresse. Genau der, von dem ich es nicht wollte. Okay. Geringere Genesung. Belästigt jemand an. Edwin ist auf Stufe 13 runtergerutscht. So, jetzt erledige ich noch das Mistvieh hier. Tragen. So, jetzt muss ich bei Edwin nochmal gucken. Oh, na toll, wieder jede Menge verloren gegangen. Dann machen wir nochmal 2 magische Geschosse rein. Dann machen wir hier nochmal Aganasas Hexerei. Alp kann noch rein. Melfsäurepfeil packen wir auch nochmal rein. Hier auf jeden Fall Feuerbälle ohne Ende. Das ist Feuerschild, dann machen wir Feuerschild rot. Eine Steinhaut mehr kann nicht schaden und so Kugel der Unverwundbarkeit ist immer gut. Hier kann nochmal Resistenz senken rein und eine Todeswolke muss hier rein. Da kommt die Zauberabwehr Hammer. Kugelblitz habe ich glaube ich reingemacht, aber den tödliche Nebel hätte ich ganz gern drin. Und Magie durchdringen muss auf jeden Fall rein. Na toll, hier ist alles tolle weg. Kelbens parierende Peitsche, Regenbogenstrahl, Rubinroter Strahl der Aufhebung und Zauber zurückwerfen, was auf jeden Fall hier rein. Na toll, das heißt, die ganze tolle Sache haben wir jetzt wieder verloren. Komm, der Rede wert. Na toll. Also wir sollten uns auf jeden Fall ausruhen, so bald wie möglich. Aber ich muss auch aufpassen wegen der... Ja, wir werden uns sowieso häufiger ausruhen müssen. Das heißt auf jeden Fall... Ah ja, hier geht's rein. Das heißt auf jeden Fall, je häufiger wir uns ausruhen... Ah, der Schutzstein ist jetzt auch weg. Desto mehr verstreicht die Zeit in der Gilde und die Diebe kommen wieder. Also ich denke, unser Diebesgilde-Quest können wir so nie mehr machen. Egal. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.